Was erlauben FC Bayern? FC Bayern spielen wie Flasche leer. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum FC Bayern Talk. Ja, zum Champions League Spiel Tottenham und dem legendären Heimspiel heute gegen TSG 1899 Hoffenheim. Leute, wir haben 20 Minuten nach dem Spiel. Bin schwer enttäuscht. Ich fange mal mit dem Bundesligaspiel an, da sind die Erinnerungen frisch. Ja, erstmal eins vorweg. Absolut verdiente Niederlage, ja. Das muss man mal ganz einfach so sagen. Absolut verdient. Hoffenheim hat das gespielt, was sie können. Haben sich hinten reingestellt. Haben 3-4 Konter gefahren und ja, hat gereicht, um in München zu gewinnen. Und ganz klar Trauerspiel und ja, wer zu Hause so auftritt. Ich meine, es ist nicht der erste Auftritt zu Hause so. Muss ich nicht wundern. Ich smashe mal kurz um. Gut, ich meine, hier der Blick auf die Statistiken ist eigentlich auch wurscht. Ihr seht Ballbesitz wie immer. Abseits, Fouls ist unrelevant. Zweikämpfe, ja, alles gut. Alles schicki. Hier oben rechts nochmal. Schüsse insgesamt. Ja, 20:8 Schüsse aufs Tor, 4:5. Ist schon mal so das erste Ding. Ecken 9:3 und Flanken 20:5. Wo die 20 Flanken gesehen haben, weiß ich nicht. Wenn sie damit die hohen Bälle aus der Mitte nach vorne meinen, ja, gut. Flanken habe ich gar nichts gesehen. Wie gesagt, ganz, ganz schwache Vorstellung von uns und ja, also das Ergebnis muss sich auf jeden Fall der Trainerstab ankreiden lassen. Das muss man einfach knallhart so sagen. Es kann nicht sein, dass man nach dem 2:7 in Tottenham genau dieselbe Aufstellung gegen Hoffenheim ins Rennen schickt. Das ist ein Unding, das geht nicht. Ich meine, wir haben einen Kader, der es hergibt, ja. Warum lasse ich dann, ich meine, ich mag einen Perisic nicht. Warum lasse ich den draußen? Warum lasse ich einen Müller draußen? Warum gebe ich nicht mal einen Davis eine Chance? Und so weiter und so fort. Man hätte locker 5, 6 Spieler halt wechseln können, wechseln müssen. Ich verstehe es nicht. Erstens finde ich, haben die Leute eine Chance verdient, gerade gegen so eine Gegner. Ja, ich bitte euch, Hoffenheim kam mit 2:0:3 Niederlagen nach München. Dann machen wir uns nichts vor, wir haben 7:2 gewonnen. Die haben die Hose bis zum Strich voll gehabt. Und wir haben Larifari-Fußball gespielt und haben denen die Sicherheit gegeben, die sie gebraucht haben. Wenn man da halt frische Kräfte gebracht hätte, die halt dann auch wollen, die zeigen wollen, dass sie auch zu der Mannschaft gehören und so weiter. Wäre es ein easy peasy Sieg geworden, bin ich mir 100% sicher. Hat bisher jeder Trainer auch so gehandhabt. Ich weiß nicht, was mit dem Kovac da in seinem Schädel manchmal vorgeht. Ich verstehe das halt einfach nicht. Erst tritt er an unter der Prämisse, ja, bei mir gibt es nur Rotation, ich wechsle, wir haben 15, 16 Spieler, die immer spielen. Und dann kriegt er von oben einen auf den Deckel und seitdem spielen immer die 11 gleichen Spieler oder was, ey. Was ist denn los mit ihm gerade? Macht dir mal Gedanken, ey. Also, wie gesagt, man hat es ja auch richtig gemerkt heute, ja. Man hat es richtig gemerkt. Erstmal die erste Viertelstunde, 20 Minuten. Ging gar nichts. Ja, wie es halt immer so ist nach einem Champions League Spiel, ist bei uns nichts Neues. Da müssen die Leute erstmal in den Tritt kommen. Alles gut, alles schicki. Dann ging es ein bisschen. Aber zweite Halbzeit hast du es halt gemerkt. Also erste Halbzeit, ich teile halt mal in Halbzeiten auf. Also der einzige Spieler, der über beide Halbzeiten wirklich fit wirkte und wirklich präsent war, gut gespielt hat, war der Pavard. Na, wir können noch mal kurz auf die Statistiken zurückgehen. Vielleicht übermauern die immer, was ich erzähle. Ballwurn, Ballkontakte, Thiago am meisten, Pavard, ja, Pavard 111. Das ist ja schon mal so ein kleines Indiz. Auch gewonnene Zweikämpfe. Ist der Pavard am Start. Ja, auch Boateng, ganz klarer Fall. Wäre der nächste gewesen, den ich erwähnt hätte. Wie gesagt, Pavard war der einzige Spieler, der über beide Halbzeiten fit gewirkt hat. Der
Gas gegeben hat. Gegen Ende hin, dann die letzten 10 Minuten hast du auch gemerkt, dass er halt ein bisschen platt wirkte. Bei vielen Spielern hast du es aber direkt nach der Halbzeit gemerkt. Also so gut wie der Boateng in der ersten Halbzeit war, ich möchte nicht sagen so schlecht, aber man hat halt gemerkt, er ist einfach platt gewesen, zweite Halbzeit, ja. Genau dasselbe wie Coutinho, erste Halbzeit mega, ja, mega viel gelaufen, mega viel auch nach hinten gelaufen. Zweite Halbzeit hast du ihn nicht mehr gesehen. Er war einfach nicht anwesend. Er hat vielleicht noch 2, 3 Ballkontakte gefühlt gehabt. Er war einfach platt, ja. Ist okay, muss man so hinnehmen, dass er noch nicht das drin hat. Solange ist er noch nicht bei uns. Alles gut. Thiago genauso. Thiago war zweite Halbzeit auch definitiv platt. Gnabry war von Anfang an nicht zu sehen. Er war einfach tot, der Mann. Ich weiß gar nicht, warum er den aufgestellt hat. Hätte ich gar nicht erst aufgestellt. Ganz ehrlich. Nach so einer 4 Tore Gehype, ja, lass ihn doch mal draußen. Gönn ihn doch mal. Hat heute gar nichts auf die Kette gekriegt. Note 6 von mir. Hat auch gar keine Lust ausgestrahlt. Er stand nie außen, ist wenn immer in die Mitte gezogen. Er war total egoistisch, so nach dem Motto, ach ja, mir gelingt eh alles. Anstatt einfach mal einen einfachen Ball zu spielen. Stand nur an der Seite rum und hat nur einen Rückpass gespielt. Ich glaube, 1 gegen 1 habe ich gesehen. Coman genauso. Coman war auch richtig schlecht. Also mehr wie eine Note 5. Er hat ein paar Zweikämpfe gewonnen, ja, haben wir gesehen. Aber das war gar nichts, Alter. Da sieht man auch nochmal den Unterschied von Gnabry und Coman zu Robben und Ribéry. Die haben früher so eine Spiele für uns geholt. Das muss man einfach so sagen. Die haben mit einer Einzelaktion so ein Spiel für uns geholt oder haben dem Lever einen aufgelegt. Auch der Lever hat heute keinen Bock gehabt, ja. Nach 20 Minuten hat er schon angefangen rumzudiskutieren und dann ist er auch nicht mehr gelaufen. Ja. Es war einfach schlecht. Süle, gehen wir es mal durch. Neuer, ja, Neuer kannst du nichts vorwerfen. Alles gut. Kimmich, ja, er war unter den Schlechten noch einer der Besseren, ja. Warum er dann in der zweiten Halbzeit da noch rumgefickert hat und ihn umgestellt und in die Mitte gezogen und so eine Scheiße. Hätte er sich komplett schenken können. Hat null Auswirkungen gehabt und ja, weiß ich nicht. Da gegenüber die linke Seite hat gar nichts mehr. Da war auf einmal der Boateng da vorne und hat versucht, Flanken reinzuschlagen. Also, bei aller Liebe, das ist auch nicht seine Aufgabe, ja. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich meine, dass er mal auf Dreierkette umgestellt hat, kannst du mal machen, aber auch alles zu spät und ja, warum nicht immer frische Leute von Anfang an auf den Platz stellen? Also Kimmich, ja, 3 minus, 4 ausreichend, jetzt war ausreichend. Süle, ja, war auch nicht mehr wie ausreichend. War, wie gesagt, das erste Tor kannst du vielleicht einen Boa ankreiden, aber im Endeffekt konnte er da auch nichts machen durch die Beine. Beim zweiten Tor waren sie beide sogar um den Spieler drum, ging auch wieder beim Boa durch die Beine, ja. Stand der Süle auch nur daneben und ja, ich meine, so hat er zweimal ganz gut gerettet, aber ja, es war ausreichend, es war nicht befriedigend. Auf keinen Fall. Boa würde ich heute für die erste Halbzeit definitiv eine 2 geben, hat er uns auch im Spiel gehalten, muss man ganz klar so sagen. Zweite Halbzeit war er einfach platt. Er war einfach platt. Ja. Von daher würde ich ihm eine 3 geben. Pavard ist für mich der einzige Lichtblick. Von daher kriegt er von mir eine 2. Weil er halt einfach mit Abstand einer der Besten war. Oder der Beste, der Aktivste, der Fitteste, wie man es nennen möchte. Coman 4. Tolisso 4. Tolisso hätte er direkt, keine Ahnung, hätte er nach einer halben Stunde schon gesehen, ey, da geht halt einfach nichts. Coutinho, erste Halbzeit, definitiv mit Boateng und Pavard die einzigsten Spieler, wo du gesehen hast, die Bock haben, die wollten. Da auch 2, zweite Halbzeit war er tot. Absolut tot. Den kannst du noch nicht mehr zum Befriedigen geben. Das war gerade mal eher ausreichend zusammengefasst. Aber da will ich ihm noch nicht mal zum Vorwurf machen. Er war einfach platt, Leute. Man hat es gesehen. Also ich verstehe es nicht, wie man das so handhaben kann. Thiago dasselbe. Thiago war auch, ja, befriedigend. Insgesamt war es befriedigend. Für seine Verhältnisse. Ja, generell hat die Mannschaft einfach platt gewirkt. Das muss man einfach so sagen. Und halt einfach auch, ja, hier, Gnabry kriegt von mir einen 6, Alter. Das war definitiv ungenügend. Ja, Lever, ja, gut, er hat ein Tor gemacht, deswegen kriegt er noch ein Ausreichen. Ansonsten hätte ich ihm definitiv auch mindestens eine 5 gegeben. Er hat einfach
gar keinen Bock gehabt. Man hat es richtig gesehen, die haben gar keinen Bock gehabt heute. Haben Hoffenheim gar nicht ernst genommen. Gar nicht. Vor allem, es war auch nichts. Es war keine. Und es war Stimmung gut im Stadion. Auch nach dem Rückstand war die Stimmung da. Ja, also da kann sich keiner beschweren. Aber. Ja, ich verstehe es nicht. Warum nicht ein Davis rein von Anfang an? Warum nicht ein Martinez rein von Anfang an? Müller, Perisic. Hätte ja selbst mal hier den alten Kusang oder wie immer man ihn ausspricht, eine Chance geben können. Hat der in der dritten Mann, dritte Liga, der zweiten Mannschaft auch gut gespielt. Genauso hätte dem Mai mal eine Chance geben können. Ja, ist auch ein guter Innenverteidiger. Warum denn nicht? Wo ist denn das Problem, ey? Das war Hoffenheim, Alter. Guck dir die Aufstellung an, Alter. Da fällt dir doch, ja. Ernsthaft. Wenn nicht in so einem Spiel, wann denn dann? Und dann hättest du immer noch in der zweiten Halbzeit, wenn es halt echt gar nicht läuft, hättest du halt immer noch einen Coutinho bringen können, der dann Vollgas gibt, weil er das drin hat, in der Halbzeit. Oder einen Coman oder einen Gnabry. Aber erstmal hättest du die dort rauslassen können. Weißt du? Verstehe ich nicht. Also die Niederlage ist definitiv vercoacht. Definitiv. Da brauchen wir uns nichts vormachen, Leute. Das ist eine ganz schwache Leistung. Ja, ich hoffe, der Kovac lernt daraus, ja. Ich will ihn jetzt hier nicht ganz zerreißen. Er ist halt ein junger Trainer, der Erfahrungen machen muss. Aber, mein Gott, er hat letztes Jahr auch schon Champions League gespielt. Ja, er sollte die Belastung kennen und er sollte auch seine Mannschaft kennen und sollte auch wissen, wann die Spieler halt down sind und wann nicht. Wie gesagt, absolut verdiente Niederlage, ganz klar. Ja, es gibt keine Ausreden. Es war einfach eine ganz schlechte Leistung. Man muss auch ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob es eine Vorgabe war vom Trainer, außen ging null. Null. Wirklich null. Ich habe nicht einmal einen Lauf zur Grundlinie gesehen, wo eine vernünftige Flanke kam. Nicht einen. Wie gesagt, der Gnabry stand immer nur halb. Er stand nicht mal ganz außen. Er ist in der zweiten Halbzeit sogar rechts gespielt, er stand da mal außen. Und wenn er einen Ball gekriegt hat, ach nee, ich habe doch erst 4 Tore gemacht. Zack, Rückpass. Gar nichts. Kein Versuch mal im 1 gegen 1. Kein schnelles Laufen mal. Klar, war es heute ein ganz anderes Spiel, weil Hoffenheim ganz tief stand, was Tottenham nicht gemacht hat. Tottenham hat nach vorne gespielt. Da haben wir die Räume gehabt. Er hat auch ein Gnabry die Räume, die er heute dann nicht hatte. Ja, aber dann stell sie nicht auf. Dann nehmen sie raus. Ganz ehrlich, es war ja wohl klar, dass Hoffenheim so spielt, wie sie gespielt haben. Dass sich hinten reinmauern nach 2x0-3 und dann auf den Konter setzen. Ja? Also, keine Ahnung, Leute. Fand ich. Also, ja. Wie gesagt, geht für mich definitiv aufs Trainerteam. Ist ja nicht nur Kovac, ist ja auch sein Bruder. Und dann ist noch der Super Hansi Flick da. Also, ja, keine Ahnung. Wäre unterm erfahrenen Trainer niemals passiert sowas. Muss man ganz klar sagen. Und vor allen Dingen, ich bitte euch. Ja? Guckt euch doch einfach die anderen Trainer an in München. Nehmen wir den Ottmar. Ja? Ottmar hat die Rotation eingeführt. Also, wie gesagt, wir haben jetzt nicht gegen Dortmund gespielt oder gegen Gladbach oder irgendwas Ernstzunehmendes in der Liga, wo du dann sagst, ja, oh nee, da hau ich aber meine Besten rein. Nein, verkackte Scheiße, wir haben gegen Hoffenheim gespielt. Alter, nachher Champions League, nach so einem Spiel, wo alles gehypt und alles Dingens. Ja, ist doch klar, dass da nicht wieder so eine Leistung kommt. Da musst du durchwechseln, da müssen 6 neue rein und fertig. Die heiß sind, die zeigen wollen. Hä? Mein Gott, ey. Hätte ich die Aufstellung vorher gesehen, ey, ich hätte auch kein 3-0 getippt, was ich getippt habe. Da hättest du das Ergebnis tippen können. Ganz ohne Scheiß. Das war... Gut, hättest du vielleicht mit ein bisschen Glück irgendwie einen Standard reingemacht in der ersten Viertelstunde, wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber, ja, war vorherzusehen. Wie gesagt, ganz klar vercoacht. Ja, Champions League. Kann ich leider nicht so viel zu sagen. Klar, Ergebnis spricht Bände. Wobei man sagen muss, dass das Ergebnis auch nicht die Leistung widerspiegelt. Ich meine, dass Tottenham angeschlagen war, hatte ich ja im Stream, glaube ich, schon gesagt gehabt. Und die haben ja heute auch wieder 3-0 auf den Arsch gekriegt, irgendwo auf dem Dorf. Da, wo ich eigentlich gedacht hätte, da kommt jetzt so eine Trotzreaktion heute. Geht bei Tottenham also momentan auch nicht wirklich was. Ich habe die gesehen, die ersten 20 Minuten.
Nee, stimmt gar nicht. Ich habe die ersten 5 Minuten in der Konferenz gesehen, weil Sky das Spiel ja noch nicht mal gezeigt hat. Sau geil. Ich war kurz am Überlegen, ob ich das so nochmal dann da 10 Euro rausballe, habe ich mir gedacht, weißt du was, scheiß drauf, Alter. Ist so zum Kotzen, um das Thema auch mal anzusprechen, dass du hier irgendwie 2 oder 3 Dienste mittlerweile kaufen, abonnieren musst, damit du alle Spiele siehst. Das ist nicht zumutbar. Ja, wer ist daran schuld? Die ganze scheiß Zentralvermarktung. Wenn die Clubs sich selbst vermarkten würden, wie gesagt, ich hätte kein Problem damit hier. Ich zahle 50 Euro im Monat am FC Bayern und kann mir alle Spiele angucken. Fertig. Hätte ich gar kein Problem mit, unterstütze ich meinen Club noch mit. Aber dass ich hier 5000 Dienste anheuern soll, um da irgendwelche anderen verkackten Mannschaften noch mit zu unterstützen, nee, sehe ich auch nicht ein, Leute. Ganz ehrlich. Schade um das Spiel. Ich weiß nicht, ob das Rückspiel zu sehen sein wird. Von daher habe ich nur keine Konferenz gesehen auf Sky. Und wie gesagt, das auch nur die ersten 20 Minuten. Dann muss ich zur Arbeit und auf der Arbeit habe ich mir dann ja die zweite Halbzeit in der Konferenz gegönnt auf Sky. War auch super. Was ich gesehen habe auf jeden Fall war, ja, was ja auch gesagt wurde, also wir waren die ersten 20, 30 Minuten ganz klar unterlegen. Ja, aber wie gesagt, ich kann da jetzt nicht so ein genaues Urteil zu irgendwelchen Spielern fällen oder sowas, weil ich einfach nicht sehen konnte. Ihr seht auch die Werte. Werte sind ziemlich ausgeglichen, ne? Tottenham 41, wir 58. Okay, das kann man erwarten. Das hat einfach so unsere Spielweise, wo sich das ja schon ein bisschen abgewandelt hat unter Kovac. Fouls 15-8, Zweikämpfe 48-52. Ja, alles ausgeglichen, wie ihr seht. Schüsse auch 15-19 für uns. Schüsse aufs Tor 8-10. Also ihr seht, es war schon Ecken 6-4 für Tottenham, Flanken 10-10. Also von den Werten her war es schon ausgeglichen, muss man auch sagen. Also erste Halbzeit waren wir nicht gut. Zweite Halbzeit, ja. Ich würde behaupten, wir haben es in der ersten Halbzeit halt rausgerissen, dass wir dann noch zur Halbzeit das 2-1 gemacht haben. Aber ich habe Tottenham halt in der zweiten Halbzeit gesagt, Feuer frei. Und ja, wenn wir die Räume kriegen, mittlerweile haben wir die Spieler dafür, ja. Auf der Außen sowieso, Lever, Coutinho mittig auch. Wenn wir die Räume kriegen, geht bei uns halt doch schon die Post ab. Und wir haben die Tore halt mal gemacht, ne? Wir haben nicht irgendwie 200 Chancen verballert. Wir haben einfach die Tore gemacht. Ja, herausnehmen. Ja, logisch, musste den Gnabry. Aber auch Tolisso fand ich auch, was ich gesehen hatte. Okay, Lever, ja. Lever ist Lever. Und ja, zu allem anderen kann ich leider nicht mehr sagen. Das tut mir echt leid, ich hätte gerne mehr zu dem Spiel gesagt. Ich hätte es mir nochmal angucken können, irgendwie einen Tag später auf Sky. Ja, war ich erst am Überlegen. Habe ich dann auch irgendwie verpasst und ja, keine Ahnung. Vielleicht werde ich es mir irgendwann nochmal gönnen. Aber Vorrunde ist jetzt, soll man das jetzt auch alles nicht zu hoch hängen. Ja? Wie gesagt, Tottenham hat man, oder wer sich ein bisschen mit dem englischen Fußball beschäftigt, hat halt gerade eine Formkrise, das muss man auch so sehen. Und wir kamen gestärkt dahin und ja, ihr habt es ja gesehen, wie stark wir heute sind. Dass wir 2-1 zu Hause gegen Hoffenheim verlieren. Ja, relativiert dieses Ergebnis ein bisschen, wie ich finde. Weil da muss er so ein Gegner dann zu Hause auch einfach. Wenn du ein dreckiges 2-1 dich ein bisschen schwer tust, weil die Beine schwer sind, alles gut. Spricht nichts dagegen, aber das Spiel so herzuschenken, wie wir es heute getan haben. Und es war keine Gegenwehr da, Leute. Es war keine Gegenwehr da. Wir haben nicht mehr dieses, aber auch schon letzte Saison nicht, wir haben nicht dieses, ja, diesen Glauben, dieses Bayern-Gehen, dass man daran glaubt, noch in der letzten Minute ein Tor zu machen oder in der letzten Minute noch einen Doppelpack zu machen. Das haben, was wir uns früher immer ausgezeichnet hat. Immer. Das ist nicht mehr da. Das haben wir nicht mehr. Liegt wahrscheinlich an Spielertypen. Haben wir nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Also, ja, es gab ja dann sogar noch mal 3 Minuten Nachspielzeit, dann war es ja noch rummarkiert. Also, es war insgesamt dann knapp 5 Minuten Nachspielzeit. Ja,
hast aber selbst in den 5 Minuten nie das Gefühl gehabt, jo, wir machen noch einen. Also auch vorher schon, nach dem 1:2 hast du nicht das Gefühl gehabt, wir machen nochmal das 2:2. Gar nicht. Es war kein Aufbäumen da, es war gar nichts da. Ja, wie gesagt, 80% der Mannschaft war platt, hatte keinen Bock, wie auch immer. Wie gesagt, viele sahen echt so aus, als ob sie einfach platt waren. Ein paar hast du gesehen, dass sie einfach keinen Bock hatten. Ja, und dann kommt sowas bei raus. Und wie gesagt, das muss sich der Kovac ankreiden lassen. Was ich gut fand, war, um nochmal zu Tottenham zurückzukommen, auf Gnabry angesprochen, wo er dann gesagt hat, jo, alles super, alles toll, aber er muss auch nach hinten arbeiten. Und das muss er auch. Hast du gar nicht gesehen, ja. Heute auch wieder gar nicht eigentlich. Einmal oder so. Ansonsten wieder sein Alibi 10 Meter hinterher traben, so tun, als wäre ich nicht so schnell und dann den Spieler laufen lassen. Das hat mir beim Coutinho super gefallen. Erste Halbzeit, wie gesagt, der war überall. Der ist nach vorne marschiert, ist nach hinten, hat nach hinten mitgeholfen. War schon fast auf 6 teilweise. Von daher war das auch... Hallo, wenn ich das sehe als Laie, ja, war das klar, dass der in der zweiten Halbzeit einfach durch ist. Der ist in der ersten Halbzeit so viel gerannt, so viel Attacke gemacht. Ja, hättest du halt einfach auswechseln können zur Halbzeit. Ist halt einfach so. Gut, das ist meine Analyse, meine Meinung. Muss man nicht teilen, kann man teilen. Ansonsten, ich finde es ein bisschen schade. Mal eben, dass ich hier Tabelle aufkriege. Für die Liga natürlich schön. Ja, wie gesagt, ich habe da nichts gegen, wenn es bis zum letzten Spieltag spannend ist. Wir können auch gerne nochmal so 3 Minuten Schalke Meister erleben. Aber so wie es ja aussieht, ist morgen Schalke wahrscheinlich Tabellenführer. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal gab. Ja. Das ist ja noch die alte Tabelle hier. Was ist denn hier noch? Wir haben keinen Bock, ja, wir haben keinen Bock drauf. Und keinen Bock zu sagen. Ja, sieht auch legendär aus hier. Aber immerhin bin ich hier noch Zweiter, aber der Schalker ist auch vorne. Tabelle. Super. Genau das Wappen im Weg. Mach mal im Sport 1 oder einen Kicker auf. Falls ihr nicht hier mich bloggen wegen Adblogger oder sowas, dann können die mich gleich wieder am Arsch lecken. Ja, Lever hat sein Tor gemacht und nachdem er sein Tor gemacht hat, hast du auch gemerkt so, joa, Leute, ich habe meinen Dienst erfüllt. So kam es rüber irgendwie. Macht ihr jetzt mal. Wie gesagt, hat mir auch gar nicht gefallen. Verstehe auch nicht, warum man da nicht mal so einen Fried aus der zweiten Mannschaft nimmt. Der hat auch in der dritten Liga auch irgendwie schon 8 oder 9 Tore gemacht. Ist da auch ganz vorne mit dabei. Ja, für mich unverständlich. Den hätte es halt einfach auch mal reinbringen können, ja. Da ist ja auch nicht so, dass er nicht weiß, wo das Tor steht. Ja, ansonsten Tabelle ist... Ja. Mir tut es halt deswegen weh, wegen der Niederlage. Hätten wir noch ein 2:2 gespielt, wäre alles schön gewesen. Ich meine, wir waren jetzt 20 Spiele ungeschlagen in der Bundesliga. Das einfach so wegzuwerfen, dann noch zu Hause, ist traurig, ist wirklich traurig. Stimmt mich traurig. Anderes Wort habe ich dafür nicht. Habe ich auch kein Verständnis für, muss ich auch ganz klar sagen. Und da können sich Spieler wie der Kimmich, keine Ahnung, der stellt sich wahrscheinlich auch wieder hin und labert wie eine Scheiße. Ja, da muss er vorangehen in so einem Spiel. Ne? Wenn er meint, er muss einen Effe geben, dann muss er auch Leistung bringen, wie ein Effe das früher getan hat. Das sehe ich bei ihm nämlich aktuell auch nicht wirklich. Uns fehlt halt echt so ein Spieler, der ja auch so ein Van Bommel halt war, ja. Also Effe, Van Bommel. So Spieler, wenn es halt scheiße läuft, ja, der vorangeht. Der wirklich vorangeht, das Heft in die Hand nimmt und die Leute auch mal zusammenkackt. Ich möchte nicht wissen, wie oft ein Van Bommel oder auch ein Effe
in der Halbzeit irgendwelche Leute da zusammengefaltet hat und das auch konnten, aufgrund ihrer Leistungen, ja. Weil sie immer geackert haben. Das sehe ich bei uns nicht. Ist leider so. Dann kommen auch solche Dinge zustande. Genauso verstehe ich es nicht, dass nicht, ja, wir haben ja Mannschaftsrat und so weiter. Und ich denke mal, dass die Spieler nicht erst eine Stunde vor Anpfiff wissen, wer spielt. Ja, dann kann man ruhig mal als Kapitän oder als Mannschaftsrat mal auf den Trainer zugehen und sagen, wenn mal hier, das ist jetzt Hoffenheim, hier ist aber Champions League, wir alle sind ein bisschen platt, hau doch mal ein paar frische Kräfte rein. Also. Keine Ahnung. Wie gesagt, für die Bundesliga schön, ne? Das ist schön spannend. Wie ich schon sagte, wahrscheinlich ist morgen Schalke Tabellenführer. Ja, seltenes Bild. Für die Dortmunder wahrscheinlich noch schlimmer wie für uns. Die Dortmunder haben sie auch weggeschmissen mit dem 2:2. Haben die ganze Zeit 2-1 geführt. Ich habe mir gedacht, dass die Dortmunder unentschieden spielen. Ich tippe es halt einfach nicht aus Aberglauben. Ich habe natürlich heute auch mal eine Wette abgeschlossen auf dem FC Bayern. Werde ich auch nicht tun, weil es ist das eingetreten, was immer eintritt, wenn ich mal auf dem FC Bayern eine Sportwette mache. Keine Sorge, es waren nur 2 Euro, Leute. Insgesamt 5 auf das Spiel. Ich soll es einfach sein lassen. Das ist jedes Mal, wenn ich irgendwie auf dem FC Bayern tippe, ja, kriegen wir einfach auf den Arsch. Ich war aber so sicher, dass mir Hoffenheim kommt. Ja, ich lasse es sein in Zukunft. Und wie gesagt, spannende erste 7 Spieltage. Wir stehen immer noch Erster. Wie gesagt, morgen nicht mehr, denke ich zumindest. Ja, was auch okay ist, wenn man nach so einer Leistung, nach so einem Spiel weiterhin Erster ist, wäre es auch ein Trauerspiel für die Liga. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ja so stolz man am Champions League später war, weil ich meine, für Insel 7-2 musste erstmal machen, ja. Keine Frage. Allerdings haben wir was glücklich auch ein bisschen. Ja, das muss man fairerweise auch sagen. Zumindest was ich kann es nicht ganz so hundertprozentig beurteilen, aber was ich gesehen habe, was ich gelesen habe und was auch die Spieler ja auch selbst gesagt haben. Da ist halt einmal alles für uns gelaufen. Ja, so enttäuscht bin ich heute. Aber wie gesagt, es war nicht unglücklich oder sowas oder durch eine Fehlentscheidung oder sonst irgendwas, was auch schon mal öfters der Fall war. Es war halt einfach schlecht. Wir haben verdient verloren. Ich glaube, jetzt ist erstmal wieder Länderspielpause oder was. Ja, bin gespannt, was da nachhalt. Ich denke mal, der Kovac kriegt in der Presse jetzt wahrscheinlich auch wieder auf den Deckel. Ich denke, ich werde nicht der Einzige sein, der das so gesehen hat. Und wie gesagt, da muss er sich auch ankreiden lassen. Warum da nicht einfach frische Kräfte von Anfang an rein und man hätte dann noch ein paar in der Hinterhand gehabt, die man hätte aufstellen können. Vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt, ja, wir wollen ja auch Talente aus der zweiten Mannschaft an die erste heranführen. Bla, bla, bla. Wenn nicht in so einem Spiel, Heimspiel, gegen eine verunsicherte Mannschaft, wandern, Leute. Gut, in diesem Sinne, trotzdem, mit rot-weißen Grüßen, bis zum nächsten Bundesligaspiel. Haut rein, bis dann, ciao.